So, liebe Leute, ich möchte euch mitnehmen in die Auferstehung von Jesus. Ist Jesus verstanden, Fakt oder Mythos? Ich werde heute mit euch ein bisschen eher eine Faktenpredigt halten, nicht so eine typische Leo-Predigt, sondern ich möchte euch viele Beispiele, viele Argumente mitbringen, weil du wirst oft gefragt im Arbeitsfeld, wie kannst du im Jahr 2024 an Gott glauben? Das ist nicht echt, nicht bewiesen, schon lange überholt und ich möchte mit Argumenten hineingehen. Weil der Punkt ist das, Jesus ist ins Grab hineingelegt worden und nach 3 Tagen kommt Jesus aus dem Grab raus durch die Kraft von Gott und er wird lebendig. Und wenn das nicht stimmt, dann glaubst du an ein Märchen, ein Mythos und der Glaube ist nicht echt. Und Jesus steht von dem Grab auf und wird lebendig. Und die allererste Kirche in Korinth hat Probleme gehabt mit dem Gedanken, ich möchte gerade einsteigen, wir werden nicht in 2 Texten bleiben, im 1. Korinther 15, Vers 12 bis 13, da sagt der Paulus zu den Korinther, wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hatte. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Also Christen gesagt, wir glauben nicht an die Auferstehung, das ist Humbug. Das sagt der Paulus, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Und jetzt musst du wissen, theologisch, wenn Gott etwas wichtig ist, redet Gott immer 2-mal. Also wenn Gott dir eine Prophezeiung mit auf den Weg gibt, hörst du es immer 2-mal. Das musst du merken. Die gleiche Geschichte, dass Jesus jemand von den Toten verweckt hat, ist nicht nur bei Jesus gewesen, sondern auch bei Lazarus. Ich möchte den Text vorlesen in Johannes 12, Vers 9. Kannst du innen blättern oder innen scrollen. Da heißt es, als ich herumgesprochen hatte, wo Jesus war, liefen viele Menschen nach Bethanien. Sie kamen nicht nur, um Jesus zu sehen, sondern auch wegen Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Also, das Wunder von Jesus geschieht 2-mal, einmal bei Jesus und einmal bei Lazarus. Das nehme ich euch mit in ein paar Details, wo theologisch so unglaublich interessant ist. Und zwar das allererste, Jesus wird auferweckt in 3 Tagen. 3, machen wir so, 3. Die Schreiner machen so, 3. Lazarus, 4. Machen wir 4. Gut, Clubbau 4. Also, 3, 4. Jede Zahl, jeder Name hat eine Bedeutung im Alten Testament. Und zwar, wo Jesus auferweckt wird, die Zahl 3 heißt ein göttliches Wunder. Und Zahl 4 heißt, es ist vollkommen. 4 bedeutet, ob du vorne, hinten, links und rechts gehst, du eckst immer an 4 Ecken an. Das heisst, 3 heisst ein göttliches Wunder. Beim Lazarus, es ist vollkommen. Und jetzt gibt es so ein gewaltiges Detail. Mit Jesus eingewickelt in so Leinentücher. Und es gibt ein Detail, um das zu erklären. Wenn du in ein Restaurant gehst und du bist fertig mit dem Essen und willst heimgehen, machst du so. Kennst du das? Und der Kellner weiss, du gehst, oder? Also in McDonald's gibt es natürlich nicht, aber in einem guten Restaurant ist das so, oder? Wenn du aufs WC gehst, ich rede jetzt in einem guten Restaurant, du gehst aufs WC, dann tust du in einem guten Restaurant, ich nenne es 5-Sterne-Restaurant, wo deine Eltern dich immer einladen, nicht die Woche, tust die Servietten falten, du leist auf den Tisch und sagst zum Kellner, Kellner, räum mir den Dessert nicht weg. Ich komme wieder. Und du gehst aufs WC und wie lange du auf dem WC bist, weiss niemand. Hast du vielleicht einen Tag auf dem WC, einen halben Tag, nobody knows. Aber der Kellner weiss, du kommst wieder retour. Hochinteressant, wo Jesus stirbt, heisst in der Bibel wortwörtlich, das Gewand von Jesus ist wunderbar zusammengelegt gewesen, zusammengefaltet, in all den Elementen. Und das heisst, es ist angelegt worden und Jesus macht der Botschaft, nicht hasta la vista, sondern Jungs und Mädels, bin ganz kurz vom WC. Ich komme wieder. Und so ein kleines Detail, Jesus sagt, bei du versteckst, Jungs, ich komme nochmal. Don't worry, be happy. Ich habe alles unter Kontrolle. Weil 3 bedeutet, Gott hat das Wunder mir bewirkt und ich werde wiederkommen. Beim Lazarus gibt es eine andere Geschichte. Sie können raus und Jesus sagt, wickeln ihm die Tücher weg und es wird alles zerrissen. Und Jesus sagt, Jungs und Mädels, der Tod wird es nie mehr geben, Krankheit wird es nie mehr geben. Ich habe ihn vollkommen errettet, ein für alle Mal, für immer. Das ist die Botschaft aus dem Gott im Himmel. Mit anderen Worten,
Wenn Jesus nicht von den Toten verstanden ist, dann hat diese Botschaft keine Kraft. Und ich nehme mal mit in ein paar theologische Fakten. Nimm dein Smartphone führen, nimm dein Brain führen, dein Booklet und deine Fläche für Tattoos. Und zwar, wenn du Gott wärst, überraschst du die Geschichte nicht im Zufall, oder? Sondern Gott hat immer wieder Geschichte, strategische Sachen hinterlassen, um uns zu sagen, Jungs und Mädels, das Evangelium ist Wahrheit. Man hat vor Papyrus gefunden, haben ein Foto mitgebracht. Und das ist eine der ältesten Abschriften, die es jemals gegeben hat. Man sagt, 6 Wochen, ein paar Monate nach dem Tod von Jesus ist das niedergeschrieben worden. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 3 bis 6. Und jetzt siehst du das an und denkst, okay, ist jetzt einfach so. Ich möchte erklären, wenn du Gott bist, hinterlässt du eine Botschaft an alle Frauen und Männer. Wir sagen, der Artikel ist geschrieben worden, ein paar Wochen und Monate, nachdem Jesus von den Toten verstanden ist. Und es ging in den Text hinein von dem Papyrus und du wirst merken, Kernbotschaft vom Evangelium in 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Allerwichtigste. Kern von der Botschaft. Wir sind Sünder gewesen, sind zum Glauben geworden. Gott hat Gnade und das Gericht hat kein Power mehr. Der Paulus sagt, das ist die wichtigste Botschaft. Du bist errettet in Jesus. Lass Gott einen Applaus geben oder Luft drüber. Komm mal, du bist errettet. Das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Also, du findest das Papyrus, das für uns keinen Sinn macht, und die Botschaft heißt, das Wichtigste aus dem Leben ist, dass du gläubig bist. Und dann geht es weiter, dem Papyrus, heißt das, er wurde begraben und am 3. Tage von den Toten auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat zuerst Petrus gezeigt und später den engsten Kreis der Jünger. Dann haben sie in mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben und einige sind inzwischen gestorben. Und er sagt, Jungs, ihr seid dabei gewesen, ihr habt es gesehen, das Grab ist leer, Jesus verstanden. Ich rede nicht Humbug, sondern ihr habt es gesehen und ein paar sind schon gestorben, es tut mir leid, aber es ist ein Fakt. Und sagt er weiter, später ist auch Jakobus beginnt. Wer ist der Jakobus? Der Halbbruder von Jesus. Wieso begegnet Jesus seinen Brüder? Ganz einfach. Wenn mein Bruder behaupten, er ist der Messias, würde ich sagen, komm oben runter. Sein Bruder hat erlebt, Jesus hat zusammen gespielt, das Zeichen gemacht und du kannst nicht der Messias sein. Jesus gewusst, mein Bruder hat das Glaubensproblem und er begegnet ihm mit der vollen Macht. Er ist auch der Apostel erschienen und zuerst auch mir gezeigt, dass ich der wenigste von allen verdient habe. Wenn wir das anschauen, in dem ganzen Kontext musst du wissen, die Leute dich fragen, wieso kannst du in Jesus glauben? Du brauchst Fakten, du brauchst Argumente. Und ich bringe jetzt 3 Argumente. Der Konfuzius zum Beispiel, wer kennt den Konfuzius? Danke. Er lebt 779 vor Christus. Und du musst wissen, vom Leben von Konfuzius bis zum ersten Bericht, den jemand geschrieben hat. Also ich sehe dich und schreibe, Jahre später, sind 70 Jahre vergangen. 70 Jahre später schreibt jemand, hey, der Konfuzius hat es gegeben und hat gelebt. Das bedeutet etwa ähnlich, wie ich euch beschreibe, heute den Microwave. Vor 70 Jahren hat man den Microwave erfunden, wo man Popcorn drin machen kann. Ich würde heute erklären, wie ist die Popcornmaschine entstanden. 70 Jahre ist eine brutal lange Zeit. Du denkst niemand zu viel an Konfuzius. Du bringst die Zitat auf den Zuckerbäckchen und jeder sagt, dass es stimmt. Ein anderer Mann ist der Mohammed, das ist der vom Islam, wo das Fundament der Koran ist. Er hat gelebt im Jahr 632 nach Christus. Niemand zweifelt an seinem Leben. Aber für sein Leben bis zum ersten Abschnitt sind 140 Jahre vergangen. Also in 140 Jahren, wenn ich dich kennengelernt habe, werde ich viele Sachen vergessen. Es ist aber ähnlich, wenn ich dir erkläre, wie ist Glühbirne vor 140 Jahren erfunden worden. Du merkst, es ist eine unglaublich lange Zeit und du merkst, niemand zweifelt an seinem Leben. Der Buddha, für die eine Buddha-Statue bei Kollegen sehen, das macht total keinen Sinn. Die Leute haben noch keine Ahnung. Es heisst ja nicht Buddha, sondern Siddhartha Gautama heisst er. Man nennt ihn Buddha. Er hat gelebt 540 Jahre vor Christus bis 63 vor Christus. Niemand weiß ganz genau, wann. Von seinem Leben, das er gelebt hat, bis zur ersten Person, die sein Leben abgeschrieben, dokumentiert hat, das musst du gut hören, sind 400 flipping Jahre vergangen. Wenn du eine Buddha-Statue hast, bist du der grösste gläubige Mensch, was jemals geht. Du redest von 400 Jahren vom Dunkeln.
Und ich bringe euch ein Papyrus, wo wir gefunden haben, wenige Wochen, Monate, nachdem Jesus von den Toten verstanden ist. Wie kannst du mir sagen, Jesus existiert nicht, wenn du an alles andere glaubst? Nur ein anderes Beispiel. Ich habe eine Tabelle mitgebracht. Und niemand zweifelt am Kaiser, zum Beispiel Julius Caesar, oder wird der Schule gelehrt und alle glauben, das ist ein riesen Hilo. Von seinem Leben, das er gelebt hat, 1000 Jahre später, hat man das niedergeschrieben, was du gehört hast, vom Hören sagen, lernt man lügen. Und niemand zweifelt am Leben von Julius Caesar. Der Taktikus, 800 Jahre. Die Statistik, liebe Frauen und Männer, zeigt uns, wenn du mir einen willst erklären, der glaubwürdig ist, dann ist Jesus allein mit einer unglaublichen Präzision von Monaten, ein paar Wochen. Und ich kann dir eins sagen, Gott hat die Hand im Spiel. Wir haben eine Münze gefunden vom Kaiser Silbanacus. Ein mega cooler Name, Silbanacus. Und da sieht man sein Gesicht drauf. Wir sagen 248 bis 253 nach Christus, er hat gelebt. Und das ist interessant. Erst vor 100 Jahren hat man das herausgefunden. Also bis vor 100 Jahren hat niemand gewusst, wer ist der Typ ganz, ganz konkret. Und das bedeutet mit anderen Worten, wenn du Freunde hast in deinem Leben, würde ich sagen, hey, du bist ein cooler Typ gewesen, würde es auch aufschreiben. Er hat auch Finden gehabt. Weder Finden noch Freunde haben jemals über ihn geschrieben. Und du findest die Münze. Und jeder Römer wird sagen, Scheibenkleister. Uns fehlen ein paar historische Fakten. Und hast du gewusst, dass 50 Menschen, die weder Juden sind, noch an Jesus glaubt haben, haben dokumentiert. Und ich habe ein Bild mitgebracht von diesen 50 Leuten. Kannst du es alle aufschreiben, wenn du willst? Da Platz für deine Tattoos. 50 Menschen bezeugen, Jesus hat gelebt. Ich rede nicht von Fakten von Christen. Du kannst nicht mit der Bibel argumentieren. Sondern mit anderen Worten, wenn Menschen, die nicht gläubig sind, mit eigenen Worten bezeugen, das Grab ist leer, er ist schon verstanden. Wir verstehen so den Glauben nicht, aber wir möchten wirklich sagen, es ist kein Fake, sondern es ist die Real News. Ich gehe einen Schritt weiter. Was ich mega, mega interessant finde, ist folgendes, 2 Zitate, und ich möchte es euch vorlesen. Vom Titus Flavius Josephus, 100 Jahre nach Christus hat er gewohnt. Und das heißt folgendes in seinem Leben, und das musst du jetzt reinziehen, dass ganz, ganz tiefe Theologie da ist. Zu dieser Zeit lebte ein weiser Mann namens Jesus. Er verhielt sich gut, also hat meine Mama über mich nie gesagt, und war bekannt, mit tugendhaft zu sein. Viele Menschen von den Israeliten und anderen Völkern wurden seine Nachfolger. Pilatus verurteilte ihn, durch Kreuzigung zu sterben. Aber seine Nachfolger verließen seine Nachfolge nicht. Und bitte unterstreicht das. Alle von den Nachfolgern von Jesus sind für den Glauben an Jesus gestorben. Niemand stirbt für eine Lüge. Niemand stirbt für eine Fake-Nachricht. Sondern die haben gewusst, der Jesus ist real. Das Grab ist leer, weil er lebt und auch erlebt. Das heißt weiter, sie berichteten, dass ihm 3 Tage nach der Kreuzigung begegnet werden und er am Leben war. Das heißt, vielleicht war er der Messias, über den die Propheten Wunder erzählen. Ein zweiter Mann, das ist der letzte, den ich vorlese, der Publius Cornelius Tictactius. Ich gehe mega in Fakten rein. Das ist mir mega wichtig, weil du musst deinen Freunden argumentieren, wieso glaubst du an Jesus? Das heißt, ja, das ICF hat das gelehrt und es gibt einen guten Podcast und Video und YouTube. Sondern ich glaube, du musst lernen, in deinem Leben Argumente entwickeln, um Leuten entgegenzuheben, die von etwas reden, das historisch überhaupt nicht stimmt. Der Taktikus, nicht ein Christ, kein Jude, schreibt Folgendes, und das musst du jetzt reinziehen und geben. Um von diesen Berichten, dass Nero von dem großen Brand Roms vom 19. bis 6. Juli 1940 verantwortlich sei, loszukommen, haftete Nero die Schuld an eine Gruppe, die für ihre Abartigkeiten gehasst wurden. Also wer? Nämlich die Allgemeinheit und die Christen. Christen, ich kann Schriftsteller gesagt, Christen, die haben eigentlich Rom abgefackelt, die Kaibersäcke. Und sie wurden gefoltert auf eine grausame Art und Weise. Wirst du gemobbt in der Schule, wenn du gläubig bist? Ja oder nein? Ja. Das ist Folterung. Ein anderes Format. Grausam. Und das heißt weiter,
Sein Name muss der Herrschaft unter Tiberius Befehl eines Prokuraten Pontius Pilatus die schlimmste gedenkliche Strafe erleiden. Danach brach, und jetzt kommt ein mega krasser Satz, ich sage es in die Hose. Nein, mach's nicht. Danach brach anscheinend Aberglaube aus. Danach brach ein schändlicher Aberglaube aus. Der Glaube an Jesus, nicht nur in Judäa, sondern ganz in der Stadt Rom. Liebe Frauen und Männer, du kannst das Evangelium nicht stoppen. Ist unmöglich. Unmöglich. Möglich. Möglich. Man sagt in der Kirchengeschichte, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Erweckung. Ich weiss, den Satz können wir nicht gerne. Aber du hast eine Botschaft, wenn Menschen sich nicht anecken in deiner Botschaft, dann hast du Jesus als auf einer Stande gerne nicht erlebt. Wenn dein Herz voll ist, dass Jesus dir die Sünden vergeht, du bist so on fire, so pumped, um das Evangelium zu erzählen. Und ich kann dir eins sagen, die Frau und Mann haben erlebt, das Grab ist leer, Jesus ist immer da. Er hat alle Fakten vernichtet gemacht. Der Tod und Krankheit, nichts mehr, hat das Ende in unserem Leben. Meine Botschaft, Gott macht das Wunder. Und das ist für immer und für einmal zerrissen. Amen. Ich möchte euch 5 Beweise zeigen, ganz kurz durchgehen. Ganz, ganz simpel und einfach, und dann wird es ganz praktisch werden mit Testimonies. Erstens, es gibt historische Beweise von Menschen, die sind Atheisten. Atheisten sagen Folgendes, und auch aus den Geschichtsbüchern, nicht von der Bibel, nicht von der Bibelschule, kannst du es lesen. Erstens, der Tod von Jesus ist gekreuzigt worden. Hunderte von Menschen bezeugen, wir glauben an Jesus, wir finden ihn auch doof, ist ein Aberglaube, aber es hat funktioniert. Das Grab ist leer. Du musst überlegen, die Römer haben das Grab bewacht. Wenn ein Römer einschlafen würde während der Wache, dann wird er umgebracht werden. Nicht der Schweizer mehr sagt, ja, gell, Mann, bitte schlaf mit mir, ich kann es verstehen. Ein Römer gewusst, wenn ich einschlafe, werde ich umgebracht. Und der Römer hat gesagt, ey, keine Ahnung, wir sind hellwach gewesen und bumm, schubelum, er ist weg. Keine Ahnung wie, er ist einfach nicht mehr da. Sind eingeschlafen? Nein, wir sind hellwach, wir sind voll parat, wir sind voll im Mittelpunkt. Er ist einfach, keine Ahnung, ist einfach, pum. Drittens, er ist 500 Menschen gleichzeitig erschienen. Kannst du nicht weglegen. Er ist dem Jakobus, dem Brüder, begegnet und gesagt, ja, weißt du, ich bin Spielbuddy, ich bin effektiv der Messias. Er ist an Paulus gewaltig begegnet. Und jetzt gibt es eine Sache. Wer kennt das? Du lesest die Bibel und plötzlich siehst du etwas, wo du gelesen hast, und du hast es noch nie gelesen. Ich gehe ganz kurz in den Kontext hinein und dann wird es ganz, ganz spannend. Und zwar, der Lazarus stirbt. Er ist 4 Tage tot und er stinkt so. Die Bibel sagt, er hat schon gestunken nach Tod. Und Maria sagt, Jesus, du kannst den Grab nicht aufmachen, der stinkt bereits schon, das ist 4 Tage tot. Und Jesus sagt, ja, ich weiß. Und dann macht Jesus den Lazarus wieder lebendig. Und was macht der Lazarus? Er geht heim. Sagt, Mami, da bin ich wieder. Papi, da bin ich wieder. Freunde, da bin ich wieder. Vor gestern habe ich so gestunken nach Tod und ich bin wieder lebendig. Kann ich dir sagen, wenn Jesus dein Leben verändert, gehst du heim und sagst, das Grab geht hier in Scheissdreck an. Das ist Privatsache. Mein Wunder geht euch gerne nicht an. Ist Privatsache. Jesus hat nicht gesagt, ich bin gestorben am Kreuz, geht euch nicht an. Der Glaube ist Privatsache. Der Glaube ist nicht Privatsache. Wenn du erlebst, dass Jesus ein Wunder macht, du bist drogensüchtig gewesen und Jesus hat dich befreit, sagst du nicht, geht euch alle nicht an, kiffen weiter. Ich möchte dir eins sagen, jetzt habe ich den Finger draussen. Die Zeit sagt euch heute, der Glaube ist Privatsache. Das ist die grösste dämonische Lüge, die ich jemals gehört habe. Du kannst den Glauben nicht für dich leben. Wenn du den Glauben für dich lebst, hast du Jesus nicht erlebt. Weißt du, wenn das Herz voll ist von Jesus, geht der Mund über. Du kannst nicht mehr aufhören zu erzählen, hey, ich bin tot gewesen, bin lebendig geworden. Und jetzt wird es spektakulär. Öffnet die Bibel, bitte ganz kurz, bitte ganz kurz, bitte ganz kurz. In 1. Johannes 12, Vers 10 bis 11. Und ich habe das noch nie so gelesen.
Da beschlossen die obersten Priester, jetzt musst du lesen, auch Lazarus zu töten. Überleg, du bist der Lazarus. Du bist tot und du stinkst und Jesus macht dich lebendig und du kommst zu den Eltern und sagst, Jungs, ich bin lebendig. Dann sagen sie, den Sieg müssen wir wieder umbringen. Wortwörtlich, bringen den Kalb um. Weißt du warum? Denn seinetwegen kamen viele Juden nach Bethanien und glaubten an Jesus. Der Moment, wo du deine Geschichte erzählst, dass Gott das Wunder gemacht hat, wird der Teufel sagen, ich muss dich eliminieren. Ich mobb dich weg. Du verlierst deine Freundschaft. Du bist nicht mehr in. Jetzt bist du total laut. Und der Find hat uns als eine Gesellschaft angebracht in eine Position, die er will haben. Darf ich dich etwas fragen? Wenn die Menschen an Gott glauben, was ist das Problem, wenn du von Jesus erzählst? Sie glauben den Scheiße sowieso nicht. Aber wenn die Welt sagt, du darfst nicht mehr über Jesus reden, weiss die Welt ganz genau, das Evangelium ist noch immer eine Kraft Gottes, die scheidet. Noch immer. Noch immer. 2 Testimonies, wie ihr Jesus erlebt habt, on the stage. Applaus, come on. Ich war vor 5 Jahren an einem Punkt in meinem Leben, wo mein ganzes Verhalten gegen Gott war. Obwohl ich Jesus eigentlich gekannt habe, habe ich vieles Schlechtes da. Ich bin von Sucht gefangen und ich habe meine Mitmenschen schlecht behandelt. Irgendwann ist es mir psychisch und körperlich so schlecht gegangen, dass ich gewusst habe, ich brauche Hilfe. Ich bin an vielen Orten gesucht, aber nichts hat mir wirklich geholfen. Etwas in mir inne hat gesagt, die einzige Person, die mir wirklich helfen kann, ist Jesus. Ich durfte Umkehr machen und ihn in mein Leben lassen. In dieser Zeit, seit ich mit ihm unterwegs bin, hat er mir so viele Sachen angefangen aufzuzeigen, die er Besseres für mich parat hat. Etwas davon war die Sucht von Nikotin. Obwohl mich Gott in diesem Zeitpunkt schon frei gesehen hat, habe ich mich überhaupt nicht danach gefühlt. Ich habe mich mehr angefangen, über meine eigenen Taten vor ihm auszumachen und glaube, dann bin ich etwas Besseres. Ich habe angefangen zu denken, dass wenn ich das und das besser schaffe, dann bin ich etwas Besseres vor Gott. Dann liebt er mich ein bisschen mehr. Am Abend hier im ICF ist im Worship so eine tiefe Liebe und Gewissheit über mich gekommen. Und Jesus hat zu mir gesagt, ey, ob du gerade rauchst oder nicht rauchst, ob du dich gerade gerecht fühlst von mir oder nicht gerecht fühlst, ich liebe dich immer genau gleich fest. Es kommt so nicht darauf an. Aber was Jesus halt auch am Kreuz gemacht hat, er hat uns da innen zur Freiheit berufen. Er hat uns berufen, dass wir in dieser Freiheit leben dürfen und seitdem darf ich in dieser Freiheit auch sein. Hey, ich bin nicht mega christlich aufgewachsen. Ich bin zwar auch früher mal in die Sonntagsschule und ab und zu die paar Mal, wo man muss in die Kirche gegangen, um mich dann mit 16 konfirmieren zu lassen. Das Konfirmieren war dann mehr, weil ich im Fernsehen bekommen und sonst noch ein bisschen Geld. Aber wirklich darüber nachdenken, ob es jetzt Gott geben könnte oder nicht, war für mich nicht ein grosses Thema gewesen. Und so war es dann auch bis 1920. Dann ist mein bester Kollege, auf einmal hat er nichts mehr anderes zu reden gewusst als von Jesus. Er hat nur noch von dem erzählt. Und auf einmal, wo wir draussen sind, Basketball spielen, hat er nur noch Worship laufen lassen. Und ich muss mir vorstellen, ich war wirklich kein einfacher Zeitgenosse für ihn, glaube ich. Ich war kein einfacher Freund. Viele von meinen nicht christlichen Kollegen, die jetzt nicht an Jesus glauben, sind bei ihm wenigstens zur Taufe gegangen. Ich war so stur, dass ich nicht mal das gemacht habe. Ja, auf jeden Fall hat er mich nach 120 Mal Fragen irgendwann doch mal mit ins ICF nehmen. Ich bin wieder rausgelaufen, es hat mir nichts gesagt. Ich habe ihm gesagt, schön für dich, aber für mich ist es nichts. Und ja, nachher ist Gott in die Variable hineingekommen. In den nächsten 4-5 Wochen hat sich eine Neugier aufgetan, ein Interesse an der Bibel, an Gott, dass ich angefangen habe zu lesen, dass ich angefangen habe, ihn selber Sachen zu fragen. Und für mich war es so eindrücklich, wir haben etwa genau die gleichen Gespräche vorher geführt und nachher. Und plötzlich hat alles Sinn gemacht. Und es war wirklich so, als wären die Schuppen von den Augen gefallen, als hätte ich auf einmal sehen können. Und es hat auf einmal alles Sinn gemacht. Und ich war so dankbar gewesen, hat einerseits mein Kollege mich nicht aufgegeben, hat er weitergebetet und weitergekämpft darum, auch wenn ich nicht einfach war. Und andererseits hat Gott mich nicht aufgegeben. Ist er geduldig mit mir, ist er barmherzig gewesen und darf ich jetzt da stehen. Danke, Jesus.
Come on, come on, come on. Woo! Come on, come on. Die 2 Zeugen, die du oben gehört hast, sind Stories. Weißt du, so glaube ich, dass Jesus verstanden ist? Der grösste Beweis ist nicht das Papyrus, es sind nicht die Fakten, die ich dir gegeben habe. Der grösste Beweis bist du selber. Du bist der Beweis, dass Jesus verstanden ist. Du bist tot gewesen, geistlich, bist zum neuen Leben gekommen. Du hast Sucht gehabt, bist frei geworden. Du hast Porno geschaut, Gott hat dich geheilt. Ich sehe viele Familien, die Gott wiederherstellt. Und das Wunder von Jesus im Leben ist der grösste Beweis, dass Gott existiert. Dein Leben ist die grösste Botschaft, die es gibt, dass ein Gott, das Grab ist leer, etwas Neues gemacht hat und ein Neuanfang ist möglich. Und ich möchte sagen, du musst nicht verkrampft fühlen, oh, jetzt muss ich jeder Person von Jesus erzählen. Das ist ganz, ganz einfach. Wenn Menschen dich fragen, wieso glaubst du an Jesus? Das ist ganz einfach. Das ist meine Geschichte. Die kann man lernen, in 2 Minuten zu erzählen. Ich habe Gott nicht gekannt, habe das und das gemacht. Ich habe Jesus kennengelernt und das hat sich verändert in meinem Leben. Niemand kann deinen Werdegang in Frage stellen. Das ist deine Story. Der Lazarus hat gesagt, Jungs und Mädels, ich bin tot gewesen. Der kann sagen und machen, wann er will. Gott hat mich lebendig gemacht. Und durch das werden Frauen und Männer zum Glauben kommen. Ich möchte dich challengen, wo immer du bist, ein Zeugnis sein mit deiner Story wie ein Lazarus. Und der Teufel hat keine Freude daran. Aber Gott sagt, du wirst durch das Menschen in den Himmel bringen, die Jesus nicht kennen. Ich möchte enden mit in dem Korintherbrief rein. Theologie funktioniert immer, wenn man den Anfang tut, lässt und das Ende auch. Und der Paulus endet mit dem Argument bei den Korinther. Was? Ich glaube nicht, Jesus von der Toten verstanden, das Grab ist leer. Und der Paulus endet im 1. Korinther 15, Vers 30 bis 32. Und warum begegnen wir uns immer wieder in der Gefahr, wenn wir Gottes Botschaft weitergeben? Und der Satz sagt, der Glaube ist keine Privatsache. Wenn du nicht aneckst wegen deinem Glauben, dann hast du keinen Glauben. Ich sage es ganz provokativ, dann nenn dich nicht Christ, dann nenn dich irgendetwas, aber nicht Christ. Weil Christ bezeugt Christus. Tag für Tag riskiere ich mein Leben. Das stimmt so gewiss, wie Jesus Christus, unserem Herrn, stolz auf euch sein kann. Hätte ich mich wohl in Ephesus in Lebensfahrt begegnet, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle recht und die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ich ende mit einer Story, die ich erlebt habe, und das ist mir mega, mega wichtig und ich möchte es nicht. Ich möchte es im Kontext bringen. Und zwar, ich reise auf der ganzen Welt um. Ich war in Katar. Und in Katar gibt es mehr Christen als in der ganzen Schweiz zusammen. Es gibt in Katar, wegen der Fußball-WM, mit Katar müssen ein Ort bauen für alle Kirchen. Da hast du alle Kirchen von der ganzen Welt. Etwa 140 Nationen sind dort. Jede Stunde fahren 100'000 Christen an. Und jede Stunde 100'000 Christen weg. Also pro Tag ungefähr 1 Million Christen, die in Katar wohnen. Musst du mal gehen. Das ist Revival. Ich habe einen Pastor eingeladen, nach Pakistan zu predigen. Und ich sagte, wieso Pakistan? Ich sagte, Leo, auf der ganzen Welt siehst du dort die grössten Wunder Gottes. Apostelgeschichte live. Da kommen Blinde und du betest und sie sehen. Also das gibt keinen, der wieder heimgeht, ohne zu sehen. Lahme gehen, du siehst Tumor wegfallen. Du siehst es. Dann habe ich gesagt, ja, was ist das Problem? Ich habe gesagt, während du predigst, steht ein Polizist dort mit dem Finger am Abzug und schau, was du sagst. Du hast Wunder in einem Moment, vielleicht schon tot im nächsten Moment. Und dann erzählt mir Geschichte. Er hat eine Predigt gehalten, der Mann kommt rein, mit grossen Tumor hier überall, unheilbar krank von Krebs, sie betten und der Tumor fällt auf den Boden. Einfach, bumm, alles weg. Der Mann wird schlagartig gesund, findet zum Glauben an Jesus, gründet eine Kirche, die Kirche explodiert, die wächst. Tausende von Frauen und Männern, die wächst, sie wächst, sie wächst, sie wächst. Und eines Tages kommt die Polizei von Pakistan, geht mit der Pistole rein und schießt 39 Schüsse in den Unterleib rein. Während der Predigt. Und der Mann lebt Leben und Tod, Leben und Tod, Leben und Tod. Kann ins Spital, kein Geld. Und ein deutscher Geschäftsmann hört das, schickt Geld an, dass er sich operieren kann. Sie haben 38 Kugeln da rausgenommen, aber eine Kugel ist schon drin gesteckt. Und dann sagt der Mann Folgendes. In Pakistan, wenn die Regierung dich hasst und du bist verheiratet, nimmt die Regierung deine Frau dir weg
und bringt sie in eine Sexorgie und sie wird so richtig durchgeliebt. Seine Frau, die gläubig ist, nimmt die Regierung weg, schickt sie in eine Sexorgie, die sie nicht will, und sie stirbt während der Sexorgie, weil sie an Jesus glaubt. Er tot, lebendig, die Frau ist tot. Und der Mann aus dem Spital kommt, habe ihn gefragt, was macht er? Jetzt kommt er in die Schweiz für Erholung, für einen Retreat, für Seelsorge, für irgendetwas. Sagt er, nein. Der Mann ist in das Spital gelaufen und hat die nächste Person angequatscht über Jesus und angefangen, das Evangelium zu verkündigen, als wäre nichts passiert. Wie oft höre ich von Frauen und Männern, wieso passiert in der Schweiz nicht die gleichen Zeichen und Wunder wie in Pakistan? Ich sage dir, warum? Weil wir die Eier im falschen Ort haben. Sorry. Wir wollen das eine haben, aber das andere nicht. Das gehört zusammen. Wenn wir nicht den Mut haben, für Jesus anzustehen, mit Weisheit natürlich, mit Schlauheit, dann vergiss den Rest, von dem du träumst. Und ich bin heimgekommen, mega bewegt und denke, das darf nicht wahr sein. Wir leben in einer Wohlfühloase und das ist ja nicht falsch, verstehe nicht richtig. Aber ich möchte euch, mich aus der Challenge. Du bist ein Botschafter in der Lazarus. Du hast ein Wunder erlebt. Und gang und erzähl deine Story. Auch wenn Menschen sagen, nein, lass mich in Ruhe. Manchmal musst du so schütteln, bis die Leute aufmachen. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.